Waschwieser. Welkom zum Programm Waschwieser. Welkom Heinz-Dieter Giesbrich hier. En Sieglinde en ik zijn ook waren hier. Ditmaal hebben we niet weer über Zoom hier, sondern werd ik hier. So, wir freuen uns, Heinz-Dieter, dass du hier dabei sein und auch von dir einfach hier mit uns reden. En we komen op een interessant thema en dat we wens ik en YouTube nu predigte checkt wat Heinz Dieter gebracht had over de Offenbarung, dat boek van de Bibel, de Offenbarung, en hij nam einfach dingen doorheen. En wat mij opvallig we en de Vorträge we einfach dat de Offenbarung als een boek van Trost we. Vom Trost. Ein tröstendes Buch. Und ich weiß nicht, wie jünt das jetzt hier ist, aber ich habe noch nicht vorhin in meinem Leben die Offenbarung sehr gelesen, dass dort ein Buch vom Trost wäre, wenn es eier von, dass mir dann Angst macht, dass ich die Bilder dabei nicht verstehe und was hast du mit gemeint und wirklich, was du bei dem Punkt hast und denkst, no, ich lese leider aber auch nicht. So, der Trost kriege ich da wirklich nicht rüt. Und deswegen habe ich eingeladen, einfach zum Fragen, wo kommst du darauf oder wo sitzt du dort? Warum ist Offenbarung ein Buch von Trost? Besonders in der vernorschen Zeit, wollen wir sagen. Ich glaube, dat stimmt, zoals du sagst, wie lesen vor in der Offenbarung so, dass wir validieren einen genauen Zeitplan weten, wo wird das alles aufgeran in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt und so weiter. Und man hat ja versucht, die Offenbarung so auszuleihen, und da gibt es sehr viele verschiedene Wege, wo man das ausleihen. Aber wir müssen endlich immer, wenn wir die Bibel ausleihen, gucken, was sagt die Schrift selbst über das Buch. Und wenn wir mal das erste Kapitel lesen, da würde ich die Leser einfach abfordern, lest mal das erste Kapitel von Offenbarung. Da steht dort endlich sehr klar, was der Hintergrund ist von dem Buch. Nämlich dort Johannes, wir gehen davon aus, dass der Jünger Johannes, der mit Jesus unterwegs gewesen ist, wir in Eulamon geworden zwischen. Wir reden vom Jahr 90 nach Christus ungefähr. Die Gemeinde wurde sehr stark verfolgt, dann von dem römischen Kaiser Domitian. Der Name steht da nicht so, aber da steht davon, dass Johannes auf eine einsame Insel gebracht wird, weil er ein Leiter von der Gemeinde war. Er soll nicht mehr predigen, der wurde das Christentum also sozusagen ausraten. Und dann auf dieser einsamen Insel hat er mit einmal gesagt, oder hat er mit einmal Visionen. Und das ist vor in seiner Bibel, dass Gott durchredet, wenn wir in der Wüste sind, wenn wir allein sind, wenn wir in Einsamkeit sind. Und so ist Johannes auch. Und so, er hat dort die Visionen, und die Visionen, die haben nicht so sehr damit zu tun, dass er nu uns wel Angst anmachen kriegt, dass jeden Teil. Er sagt, er beschreibt das so, Gott hat am die Möglichkeit gegeben, mal hinter dem Vorhang zu gucken, hinter dort, was wir sehen. Das heißt die himmlische Welt. Und da sagt er Sachen, das kommt immer wieder in der Offenbarung vor, so sagt er Sachen, die er eigentlich nicht beschreiben kann. Dann sagt er Bilder, um das zu vergleichen, und dann sind das so komische Bilder und so komische Tiere, was da beschrieben wurde zum Beispiel. Aber das ist eigentlich bloß aus dem Grund, wenn es das nicht zu beschreiben wird, was er sagt. Aber die Botschaft hinter all diese Bilder und was er gesehen hat, ist, Jesus Christus hat den Schlüssel gewollt über die Geschichte von der Menschheit und er wird ganz genau festleihen, wann wir der abgehen oder zugehen. Er ist der Herr über die Geschichte. In der Gemeinde, wenn die dicht bei Christus bleibt, wenn die mit Christus verbunden bleibt, dann wird sie das Ziel erreichen. Das ist zwar eine Reise ab dem Sturm, so ist auch beschrieben worden, mit viel Verfolgung, mit viel Widerstand, weil die Bibel beschreibt ja sowieso, die neue Welt Gottes ist umgekommen, also Christus ist umgekommen, und das ist ein Geburtsprozess. Ein Geburtsprozess mit Wehen, das ist eine ganz schwierige und gefährliche Sache. Aber wir weten alle, das geht nicht um die Wehen, sondern das geht um das Geborene, das frisch Geborene. Darum geht es eigentlich.
En krijgt zuerst het ook met de openbaring. Daar zijn de weeën, daar zijn de stormen, daar is dort wat conflicten heeft, wat vervolging heeft, wat ons ook angst maakt. Aber Johannes sagt, welchem wat je, wer komt da? Nicht wat komt, sondern wer komt. Christus komt. En hij is ons Herr. Wenn wir met am leven am tjanen, dan geven we je troost zijn, ook in zware tijden. So, dat is een beetje de gedanke waarom ik dat ook zo verzocht in die richting uit te leiden. Dann jeft dat troost. Also nicht wat komt, sondern wer komt. Wer komt, krijgt. Und wenn einer dann daran denkt, wann er die Endtitel dann nu angefangen hat, Menschen wollen dort weiter. Ja, die wollen weiter, wo wir sind wie nu. Worauf muss wir checken, wo wir nu sind. Ist das wirklich wichtig? Naja, dat is al, dat volgen eine falsche Verstellung von Endtijd, wat een Tjapram gestern deed, weet endlich, sagt das Nieuwe Testament, hat de laatste dag, zoals dat im Nieuwen Testament gezegd wordt, die hebben met Pinkster al angefangen. Dat heet, we leven al over 2000 jaar in een Endtijd, in de laatste dag. En dan heeft het ook, dat daarvan wordt ook gereed, dan heeft het nog een etappe, bevor Jezus komt, die ook nog extra beschreven wordt, wo de wederstand nogmaals zeer groot wordt van Vriend Gottes, jene gemeente. En dat is dan zo, dat is eigenlijk wat we vorken meinen, dat is dan de Endtijd. Maar eigenlijk leven we al in de Endtijd. En ook de eerste christen gemeentes, die leefden met deze verstelling, al voor 2000 jaar leefden ze met de verstelling, Jezus kon irgendwann komen. Daarbij had je zum Beispiel Paulus, als het in de eerste Thessalonische brief schrijft, dan had hij een groot probleem. Dan zei de eentje, wo jeft het zond? Nu zijn eentje gestorven, im Glauben, Christen zijn gestorven, en Jezus is niet gekomen. Wo worden nu blijven, oder wo wordt dat nu zijn? Ja. Dan zegt je, Paulus, maakt je geen zorgen daarover. Want Jezus komt, wordt hij eerst opstaan, en dan wordt hij meteen op Jezus bejenen. So, de eerste christen leefden met deze aanstelling, Jezus kon in een moment komen, en dat is ook wat Jezus ons gezegd heeft. Keiner kan weten wanneer dat is. En we zullen ook niet speculeren, we zullen ook niet rekenen, sondern we zullen einfach op Christus kijken en daarop ons concentreren wer komt en niet zozeer wat komt. So, dann meinst du damit, dass das Buch von der Offenbarung auch für die Gemeinde dann geschrieben wird? So ist es. So, davon gehe ich uit, weil die wordt ook in Briefform geschrieben. Da sind auch die 7 Sendschreiben in Kapitel 2 und 3. Und zum Schluss ist der Briefgruß, und ganz am Schluss von der Offenbarung. Das ist also nicht ein Buch, wo, so manche Utleier sagen, bloß für das 1000-jährige Reich oder bloß für die Zeit nur im 1000-jährigen Reich geschrieben wird, sondern das ist für die ganze Gemeinde, für die ganze Zeit von der Gemeinde, auch wenn da gewisse Sachen beschrieben wurden, die noch in der Zukunft liegen. Ja? Aber das ist gleich so das Hauptanliegen von der Offenbarung, sondern das Hauptanliegen ist, zu sagen, check darauf, dass je dicht bei Christus bleiben. En al het andere, da braucht je nicht Sorgen machen. Zorg dafür, dass je ganz dicht bei Christus bleiben en dat da worden schwere Tiden komen, dat schepje wat op een stürmischen Woord davor, aber dat de Hove, der ist garantiert, dat ewige Leben. Der ist garantiert. Zuerst dann. So, dann wirst du auch davon ausgehen, dass wann dort eine Offenbarung von dem Antichristen redet, dass dort mehrere Antichristen gegeben worden über diese ganze 2000 Jahre, was wir nu in diese Endtijd dann leben. So sagt je dat ook Johannes in zijn brief. Hij heeft je 3 brieven nog geschreven. Da sagt hij, da sind al veel Antichristen gewesen und da wird wahrscheinlich eine Figur einkommen, was nochmal sehr bewusst sich in die Gemeinde in Christus stellen deed. Antichrist meint ja ontsteht von Christus. Dat is eine Person, die sagt, ich sehe den Christus. Ja? Und dabei ist es auch so. Wenn wir Christus wirklich kennen, so ist der sich in der Bibel offenbart, und wenn wir mit dem persönlich reden, eine Gemeinschaft mit ihm haben, wenn sie jetzt in uns binnen ist, dann kennen wir Christus. Ja. Und wenn dann ein anderer sagt, ich sehe Christus, dann wollen wir sagen, nee, du bist das nicht, wir kennen Christus. Und du bist das nicht. Ja? Right. So,
Dort ist viel wichtiger, als nu Angst habe vor einem Antichrist. Natürlich, dort kann sein, dass er noch was beeindruckende Sachen tun und dort wird dann so Schreie einjagen. Aber wie weit wir sind in jeder Situation sind wir sicher bei Gott, ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, wie kennen Christus, ja? Und auch wann vielleicht im Antichrist Verfolgung kommt und verschiedene Sachen, wo wir leiden müssen. Wo Christus immer war geleden hat, in der Vergangenheit wird von der ersten Tag leiden. Aber kriegt das, wie kennen dem. So, dann brauchen wir auch nicht Angst haben dafür, dass wir jetzt wie waren und eine Sache nicht geführt wurden und jetzt von sagen, oh, das ist doch nicht Christus. Wenn wir Christus kennen, dann... Right. So die Antichrist ist dann der Jans Herr, was sagt, als sie Gott. Und durch mich, ich habe eine Radung, und durch mich, wo ich Gott leben haben. Right. Und dort wieder an wacker sind und nicht daran bleiben. So bleibst du dort, wann der Herr Jesus in uns Beine wohnt, und wie Jesus noch feiert, dann wollen wir dort doch antworten, wann du wer wird abstunden, und auch wann es so sieht, aus wann es wird Gott ist. Wir wollen doch antworten, dass nicht wird Gott dann ist. Ich glaube, waren wir als sie ganz fest davon überzeugt. Als sie davon überzeugt, dass wie da noch kriegt, uns immer war Seele taub saßen im Gebet in einem Bibelstudium, in taubharsche, was sagt, hört, sagt Johannes, hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Also hier darauf, was der Jesus die Gemeinde zu sagen hat. Wie Mathe natürlich, wie Mathe ständig wachsam sein, ob dort, was Gott uns durch den Jesus und durch den Wort sagt, wie man das miteinander teilen. Und auch kriegt nu in dieser Zeit, wenn so viele Theorien abkommen oder so, dann ist das viel besser, als wenn, also anstatt dass man furzt, dort war einmal bloß Widerscheid in den sozialen Medien. Warum wird wir nicht mal darüber beten und darüber reden, auch im Hauskreis oder in einer kleinen Gruppe oder auch in einer Gemeinde und sagen, weil uns mal nicht zu sehr verwildern Leute von all die schreckliche Theorieën wat er nu ramjesteren. Ik geloof nämlich, dass der Feind Gottes Volken dit ook krijgt brukt om mensen af te leiden van Christus. En dat hij in deze Monaten sehr viel erlebt. Menschen sind so schrecklich viel mit den sozialen Medien beschäftigt und mit all den neuen Nachrichten, die da kommen und so wieder. Natürlich sollen wir uns aktualisieren, was passiert, aber wir müssen auch nicht Grenzen. Wir müssen die Stelle Zeit mit Gott haben. Jeder einer wird jeden weiter, was da hinter dem Vorhang ist. Und Johannes sagt uns, was da hinter ist Gott selbst. Ja. Das ist nicht irgendwas ohne. Gott selbst ist da hinter. Und was noch abfällt ist, da ist ja immer so, dann ist da von einem schrecklichen Drachen geredet, der will dann das Kind, das mein Christus, verschlingen kann, aber nicht. Da ist immer der Feind Gottes, wird auch sehr beschrieben, sehr lebendig. Ich würde es mit einem Beispiel von der deutschen Zeit bloß einmal illustrieren. Das ist so, wenn wir Hähner schlachten, oder einen Huhn schlachten, dann wird der Kopf aufgeschlagen und dann dreht er noch einmal so eine Runde. Uit Reflexe. Manchmal denken die dat, ja, der Hund, ja. Dat ist eigentlich die Situation von Satan in dieser Zeit. Der ist al gekappt, aber der dreht noch mal eine Runde. Aber das ist eigentlich klar, dass der ist besiegt, das ist ein besiegter Feind. Und das ist die Botschaft von der Offenbarung. Und von daher brauchen wir uns dreiste Leute, wir brauchen nicht Angst haben, sondern wir können uns an Christus orientieren und Christus holen. Wow. Wel, ik weet niet waar die dat jet, als du in Angst geleefd hast. Wir haben von der diese ganz klare Botschaft hier geschreien, dass wir nicht brücken nicht Angst haben. Und wir haben noch eine andere Gelde nur recht. Hij hat 12 Botschaften. Ja. Als je meer korte Botschaften zijn een heel iets. En daar kan man sogar ein Material vinden, een Bibelgroep, een Hauskreis, iets voor, ook alleen dat teksten studeren. So, we worden je een link toe dan geven, dat je dat de e-mailadres aanschrijven, wanneer je wel dat papier hebt, of de aanleitung hebt, en YouTube, ook een link op YouTube, wo je al deze botschaften worden vinden. Ja, eine Beschreibung und bei diesem Film sind dann die 12 Botschaften mit ihrer Adresse oder Banner. Die brauchst du dann bloß anklicken und dann kannst du diese ganze Timer noch im Bett dabei horchen. Dankeschön, dass du dabei warst. Dann bis nächstes Mal mit Wachwiese. Dankeschön, Hans-Dieter. Ja, nie doen. Vielmal Dank für die Dankeschön. Einladung.